E scheine guten Abend. Hier ist die Emission vom 1. Februar 2019. An einer Sendung von Haut steht ganz am Zeichen von den Neujahrsrezeptionen am Kulturcenter Königsbund. Mama TV war für ihr mit dabei. Liebe Leute, alle Guten. Erlaubt mir euch am Namen von dem Chef der Gemeinderat zu begrüßen auf diesem Neujahrs-Essen von der Mama Gemeinde. Wir sind mittlerweile zu rund 100 oder 220. Das tut damit zu tun, dass der Staff von unserer Gemeinde, die direkt von uns bezahlt gehen, sind wir im Moment über 100 Leute. Und das tut auch damit zu tun, dass unsere Gemeinde sich an den letzten Jahren doch schon bevölkerungsmäßig auch entwickelt wird. Wir geben aufhängen, dieses Jahr mit enger Montre Jubiläer an Or. Das ist ein Güllenauer, auf gut Lützeburg. Die wir verteilen und Madame Simon Heuschling. Die meisten Kanner kennen sie. Sie geht aber an Pension. Wie weit kennen Kanner sie, weil sie immer mit den Kanner geschafft hat, an der Maison Relais, ganz am Anfang an der Kantine Scolaire zugefallen. Football-Terrain nach an der Rüfert vom FC. Geboren, nicht so nicht, weil die gefällt dann draus 50, das ist noch jemand so jung wie Dan, hat mal auch Mom von zwei Kanner, Jean-François und dem Daniel. Und sie hat 15 Jahre lang an der Maison Relais geschafft, an unserer Schwemme. Das nicht ist, dass die vom Lycée Josie Bertel, die wir aber benutzen, und sie hat den 15.09. für ihren Mann notzugehen, 2018 hier Pensionsrechte geltend gemacht, und dafür gebe ich Marie-Jeanne de Kohl zusammen mit ihrem Mann, dem Fabio Ruppierden, für, dass sie auch ihre Kado entgegenkommen. Merci vielmals. Dann kommen wir auch bei einer, die ihre Weh gemerkt hat. Eng dann, Madame Patrice Müller-Gehlen, muss ich sagen, auch Mann von zwei Kindern, es scheint irgendwie so bei ihnen zu passen. Marc und Christian, sie waren von 1992 bis 2007 auch chargé am Anfang zu Peyton, weil sie wohnt zu Künzig, und dann noch zu Mermach. Und du hast sie auch 2008 die Nomination als Lehrerin gekriegt. Das ist hoch unzuschätzen, weil auch sie haben das gemerkt an die Relation als Chargé. Das war, muss ich sagen, relativ penibel, auch seinerzeit als Chefverrat. Und ich bin wirklich froh, und soll Ihnen hier erfahren, alle Guten unterstreichen, weil Madame Patrice Müller-Gillen, die als viele Kinder bekannt gewesen, die als extrem geschert ging, auch innerhalb von dem Corps Enseignant, die immer darauf gepocht haben, für dass sie ihre Plätze sollt, weiter an der Gemeinde holen, und auch sie aus dem 21. Januar 2018 an Pension gegangen. Vielmals merci für die geleistete Arbeit. Dann die Mensch, die hier sitzen, kennen nach die Anekdote mit den früheren Chefen, und die Chefen, die nicht mehr innerlich sind, wo wir Gedanken haben, nach Bayern sind, da schwätzen sie nicht drüber, aber das war so lustig, nämlich der Roger, und sie waren nicht bestört, die waren auf Fisch, und hin die pädagogischen Kenntnisse für das Encadrement von den Kindern zu merken, das war am Sinn von demolischen Chefen, weil das etwas Unmögliches. Aber ich meine, der Roger geht gut mit den Kindern eins, und Simon, für und allem auch. Sie haben drei Kinder, die auch schon alle guten Herren wie gemerkt haben, bei Simon geprägt ging es so vom Pap, Enseignement, die kennen auch alle guten, hat seine Studien auf dem Misère zu Walfer gemerkt, von September 77 bis Juli 79, da war ich noch hier an der Primärschule. Und sie hat ihr Erstplatz an der Gemeinde Dietling, ja,
für dich Schuljahr 1979, 80, du warst von 80 bis 84 und Dinge hemisch zu Asch aktiv wie 4 Jahre als 6. Minutstag gehört hat dazu. Und du kriegst 80 am August die Nomination an der Gemeinde Mermer und du warst der Gemeinde Mermer, trotzdem, dass du zu Koppisch gewohnt hast, an Nachwuchs, warst der Gemeinde treu geblieben. Und Simon als auch am Oktober 2018 an Pension gegangen. Vielmals merci Simon auch für dich, für und allem für die ganz gut Arbeit, die es weiß am Konferenz-Senior gemerkt hast. Vielmals merci. Jo, und dann fuhren wir 4 Runden. Wir kommen bald mit dem Romy Othwatsch, so wird es schon mal genannt, auch lang bei uns an dem Schulbetrieb, weil sie gut die Nomination hätte, ich gut 1979. 1979, als sie direkt bei uns an die Gemeinde Mermer kommen. Und sie sind alle guten Jahrgang 50, also zwingen die nicht mehr lang zu halten. Bei uns an der Gemeinde, bis das Pensionsalter erreicht. Das ist auch ein schwerer Beruf, als schuldig noch schon von alle Guten und auch hat persönlich, wenn ich darf so, immer immens gerne gemerkt haben. Auch Mom von 2 Kindern und Tommy als auch das letzte Jahr am Pension gegangen dürfen. Vielmals merci auch für die exemplarische Arbeit, aber besonders die gute Integration immer bei uns an dem Konferenz-Senior. Vielmals merci. Und zum Aufschluss, ja, schon viel Druck gesagt, ob der Gemeinde Mittag, da hätte ich mal Guy, und als neue Gemeindesekretär, also, naja, sind nicht mehr, schon über die Jahre, ich möchte sagen, ist exzellent, der Nico Bonton, und du hast doch fragt, die schon so jung an Pension. Ja, dann hätte ich gut an, Geburt den 18. August 1961. Hat aber 32 Dienstjahre gehabt, an die kannten besonders die alle Guten aus dem Enseignement, besonders Sportvereine kannten alle Guten den Tinesen Dan. Jeden hat auch seine verdienten Rechte auf Pension geltend gemacht, an die sieht du noch nicht mehr an der Sportzahl. An hier sich die neue Herausforderung, weil hin décidiert, dass du nur 32 Jahre als Concierge an als Salarié bei uns an der Gemeinde Mermer hinter dem August sollt an der Pension sind. Vielmals merci dann, auf jeden Fall Leute immer den Ehrlich. Für all die Serviabilität, den Pünktlichkeit, und für allem das gut menschliche Encadrement, was du nicht nur vis-à-vis von der Wurst, sondern für allem auch vis-à-vis von der Kanner. Du hast die Autorität, mit Kanner und die appréciiert, ohne dass der mit dem Kaserrenton über die Bühne gegangen ist. Vielmals merci, auf jeden Fall, das war keine einfache Aufgabe, sie hat dich immer erfüllt. Und du hast die erbesprengliche leidenschaftlich gerne gemerkt zusammen, auch mit dem Herrn Claude. Vielmals merci für den Verdienst. Und so jung kannst du eigentlich nicht an Pension gehen, dass dein Egen schwach. Fürchtest du nicht, dass es dir hier etwas langweilig werden könnte? Völlig, ganz gut. Ja, die Leute hier sind ja eher etwas simpel, nicht? Komm, schau das Milli. Sie wirken anfangs etwas verschlossener. Gib ihnen etwas Zeit. Sobald sie verstanden haben, dass du ein anständiger Typ bist, wirst du hier nur Freunde finden. Bist du hier? Gesagt 2 Monate. Wo ist der Typ hin? Wer? Wo ist der Meier? Weiß keiner davon. War einfach irgendwann weg und nicht wiedergekommen. Du kannst nicht jetzt sagen, was das sein soll!
Ich begrüße euch am Namen vom Chefin der Gemengerot auf dieser Neujahrsrezeption, die wir haben, für die Member von unseren Kommissionen, der Gemengerot, mit ihren Conjoints, die Vereinsvertreter an alle Leute, die den Verein nachstimmen. Das hier ist ein großes Eier, für euch zum Anfang des Jahres hier an dem Königsbund zu begrüßen. Wir hatten letzten Freitag als Personal von der Gemeinde, was wir benutzen, gerufen hatten, das waren da mittlerweile über 220. Ja, die Gemeinde, die wisst, sie wird mir groß. Und wir haben den 1. Januar des Jahres, oder den 31. Dezember vom letzten Jahr, das wieder das Welt, du hast kein Beikommen, weil die Gemengen Officer zu wären 1729 Leute, die bei uns an der Gemeinde wohnen. Davon sind da Licht über 50%. Nicht Lützebäuer, aber Licht drin, forcément, die Lützebäuer sind. Als Bevölkerung, die weiß, das ist aber nicht anormal für die Gemengen unter Staat. Wir sind eigentlich am ähnlichen Rhythmus wie Straßen. Die Gemeinde Straßen neben drin, den Nico Pündel, den hat man gesagt, letzten Donnerstag, dass sie 100 Einwohner da sind. Das heißt, die Gemeinde Memmerer Straßen, die werden an diesem Jahr, ging es so, wenn die Bevölkerungszahl normal sich entwickelt, werden sie dann den 10.000. Einwohner begrüßen. Platzmenge der Hummer aber genug, 21 Kilometer Carré, das 4-mal mehr groß wie die Wirtschaft Schöffling, Gemeinde Schöffling, und das ist doppelt so groß wie die Gemeinde Esch. Die Gemeinde Esch, die hat 14 Kilometer Carré mit 21 Kilometer Carré. Das gespiegelt sich natürlich auch bei uns an den Schulen. Ich hatte Ihnen das gezählt, weil viele Schulenseignants in Freitag den Abend da wären. Wir haben über 800 Schüler bei uns an unseren Primärschulen. Das ist enorm viel. Also, das wären danach mehr, wenn die Europaschule, wo ja eine ganze Reihe von Leuten, die bei uns wohnen, wo kann nach an die Europaschule gehen, an die da forcément nicht bei uns an dem Enseignement fundamental sind. Für die ELA Kaper, die hier sind, das sind 13 Schulklassen auf der Kap. Die Kaper an die Holzemer Kanner sind. Und das sind 34 Schulklassen Länge zu machen auf dem Königsbund. Ich meine, das war also eine richtige Decision, die man geholt hätte für 18, 19 Jahre für den ganzen Schulbetrieb hier auf den Königsbund zu holen, weil wir einfach auch Plätze haben, für die konstant unsere Bevölkerungszahl anzupassen. Und dann haben wir allein an unserer Musikschule. In der Musikschule, in der UGDA, da haben wir 700 Leute, die hier angeschrieben sind. 700 kann. Also, wie ist das dann möglich, dass wir das die Explikation eigentlich der Contraire, dass wir, weil wir so viele Leute an der Europaschule haben, an die forcément auch zum großen Teil an die Musikschule gehen, an die bei uns an der Musikschule sind, dafür haben wir rund 700 Leute an der Musikschule, wird enorm gut besichtigt. Das wird aber auch ausdrückt, wie gut dass der Musikunterricht organisiert ist. Ich komme dabei, das ist nicht so lange Städte für Krieg oder etwas zu trinken, weil da dich aber interessiert, sowohl an den beratenden Kommissionen wie auch Vereinsvertreter. Es wird für ein Projekt, das man macht. Also die Gemeinde steht sich finanziell gut. Wir haben rund 13 Millionen Euro, das sind über 500 Millionen der Erler Lützebäuer Franken, Leo, die haben wir an unserer Käse. Das ist also ein soliden Park, den wir disponibel haben. Wir haben eigentlich die Chance auch, dass wir 32 Millionen Euro schulden. Da seht ihr, Jacques, wir haben das ist über 1 Milliarde. Aber von den 30 Millionen Euro Schuld hat man sie gelehnt an den Jahren 2005 bis 2008. Das war die Zeit, wo es angefangen hat, Finanzkrise bis da drüber. Und die guten Banken, da wären sie eigentlich froh, weil Leute gelehnt haben. Und dafür haben wir Negativzinsen. Der Treiberbank, die bezahlt uns eigentlich Suen, weil wir Suen bei ihnen lehnen. Das heißt, wir kriegen Negativzinsen. Das heißt, aus sich wird Gemeinde, wenn ihr guckt, wird das mal un negativen Zinsen bezahlen, aber das kompensieren mit unserem Haben, wird Gemeinde de facto halt kein Schuld, wo sie Zinsen drauf bezahlt.
Das heißt aber nicht, dass man die Suen einfach sollten horten, das heißt, dass man die Suen sollten investieren. Dafür ist ein Gemeng da, das ist kein Sportverein, sie muss das sinnvoll investieren. Wir bauen dafür das Jahr eine neue Musikschule, das gibt ein neuer Komplex, die könnt 3-4 tun. Wir hatten einzelne Plätze geprüft, ich sage ja, wie wert, dass wir das machen. Wir können den Teil vom Parvis-Wert verschwanden, aber nicht das Monument wird da, also die Stele mit dem Dingen, das wird deplaciert. Das hat nämlich den Avantage, dass wir Synergien haben, zum Beispiel innen die Toiletten haben, das wird dann verbunden mit denen. Wir kriegen Raum nicht nur für als Musikschule, wir kriegen noch zum Beispiel die flotten Amphi für 80 Leute, weil die dann auch oder die Vereine können hören, wenn sie größere Manifestationen, wo sie Referate und Generalversammlungen oder so, das können sie dann noch machen. Wir haben als Chefrat gefunden, dass das ein gutes Investiment wird, kostet 20 Millionen Euro, also das nicht leicht. Mit dem Projekt, das auch mit einem großen Appui am Gemeinderat kommt, und ich werde gesehen, das gibt eine neue Entrée für den Königsbund, und das ist ein wirklich flottes Projekt. Dann hat man es lang gedrückt. Kollege von der Demokratischen Partei, die hatte, wie man den Königsbund gestimmt haben, haben sie gesagt, wir stimmen dem matt, wir hätten gerne so ein Schwamm gegen da hinkommen. Ich sage ganz ehrlich, wir hatten seinerzeit nicht die Liquiditäten und noch nicht die finanziellen Mittel für die Schwämme direkt mal zu bauen. Das ist einfach so, dass wir keinen Platz mehr fanden für uns Kanner, für die an Schwämmen zu feiern. Wir feiern es auf Stänge fort, die wollen uns aber nicht mehr, weil die Schwämme auch für sie zu klein ist. Wir feiern sie alle Term, hier auf Straße Bachtring. Und das viel hin und her ist, eins also gut an Centre de Logopädie, und das viel hin und her, und dafür haben wir dezidiert, für ein Versprechen, was man für eine Reihe von Jahren gemacht hat, für das anzulesen, also ein Schulschwamm zu bauen, die wird gebaut, durch Ofen 100 Primärschule. Das gibt mit 6 Bunden, das gibt also kein Wellnessbad, aber das gibt ein Schwamm mit 6 Bunden, die da vierrangig für den Schulsport können genutzt werden. Der Punkt, die leider auch da 12, 13 Millionen, wenn nicht mehr ist. Dann der Wellebau, das interessiert vielleicht bei euch. Der Wellebau, den haben wir gekauft. Wir haben den Mittelschiffrischen zu der Demande geschrieben, dass der Marcel auch seine Suche kriegt. Oder Musik. Weil sie kaufen gerne ein Appartement, dann du hast schon so gekommen, wenn sie sonst müssen die Überbrückungskredit machen, dann die Bank geben dafür 100 Zinsen befohlen. Weil das Sauerei ist, weil sie wissen ja, dass sie Suche kriegen. Und der Wellebau, die sitzen wir flott an 3, da machen wir 4, wo die Parkplatz ist, da kommt eine Brasserie. Eine Brasserie, und dann haben wir drüber den eigentlichen Festsaal ist, da machen wir eine flotte Saal, die kann dann auch von der Brasserie mal genutzt gehen oder geriert gehen. Aber das wird also renoviert, auf 4 Drucke der modernen Bau gesetzt, und das sieht sich am Plan richtig gut an. Das wird das mit 5-6 Millionen Euro verausgabt, das ist detailerbig. Mit dem Projekt so, den hat man viel innerhalb vom Gemeinderat diskutiert, und ich meine, das gibt flotte Bijou am Zentrum von der Ortschaft Mermer. Da kommen wir auf Cap, da sind wir ein bisschen hin und her gefahren mit dem Tennis. Wir haben das versprechen, das werden wir alle lesen, dass wir Tennissaal vergrößern, zu der Seite zur Stadt, zur Mermer zu. Da könnt die Terrasse, die da ist, da den angesetzten Terrasse, die können weg, da wird das abgeschieden, da können den Aussatz drin. Wir hatten ein Projekt im Gemeinderat 4 gelöst, und es war gut, dass der Gemeinderat gesagt hat, das ist zu teuer. Da war ein Architekt, der hat ein Restaurant für 6 Millionen Euro. Restaurant. Das geht nicht. Und da haben wir eine radikale Lösung geholt. Wir machen mit einem anderen Architekt Teil mehr groß. Und wir machen 4 drin, eine Terrasse, wo ein rangeht. Dann hast du gemerkt, an den innersten Teil, bei dem Scouts-Chalet so, da könnt ihr flotten Jugendspielplatz mit einer BMX-Piste, also wie kann man Velo fahren, und das wollen wir auch kurzfristig umgehen. Da kommen wir auf Holzen. Auf Holzen machen wir Platz neu, das ist die Platz vis-à-vis von der Kirche. Da kommen wir den 29. Ich weiß nicht, ob die Flyer schon ausgeht. Ich meine, Dach, da machen wir eine öffentliche Versammlung, und ich hoffe, dass es nicht so geht wie für eine Reihe von Jahren, wo wir da waren, wo wir auch ein Projekt präsentierten, dann da waren so viele Diskussionen, wo wir gesagt, packen wir den buttigeren Mann, und dann werden wir. Ich hoffe, dass wir das einen guten Urlaub tun. Und wir machen das auch zusammen mit der Modernisierung von dem Festsaal.
wo der Roger eng Versammlung mischt man Marcel mat de Vereiner, die do konzerniert sind sinn do se Mail, die lo rausgeht an de Marcel an de Roger hun noch de Mitten hätten se mat engem Architekten im Tütebüro geguckt fir niwen dem Kirfecht. Fir do Stockage mat Räumlichkeiten ewwen drüber ze mechen, also Bau, dat man an der Schaffroerklärung gemerk, gehärt an dann mengglisch hat man fir allemal och fir Vereine, fir die Holzmervereine, fir sämtlich Vereine aus der Gemeng fir do die netig Plätze ze fannen an do flotten Stockerschreimlichkeiten ze mechen. Da muss man auch gucken, dass man das eng verstärkte Nofro un Bauland, die einfach do ass, dat muss einfach so Leiit gesinn, dass modern Schulen do sinn so wat bauen sal nach mir bauen net Mämer zo. Wir bauen zu Mämer wir gestalten dat sie wie dat sich fir eng modern Gemeng geheiert. Dut gesinn derler Strohshai, dat das lo alles am Bern, wie wann enke die Häuserzeile vun den Appartementer fertig sind, da gëtt dat eng Flot allee. Da gëtt dat eng Flot allee. Ich wies net all Mëncht oder mat d'accord, mir et gëtt e ganz an net so verschieden architektonisch Stiler. Ich meine, dass das eng Flot sehr ist. Wir gucken noch, wie man zusammen mit Point Chaussee dann das können mehr Flot nachgestalten, eventuell mal denken, Bäm, alle links und rechts. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass am Sinn auch von der nachhaltigen Mobilität auch für eine Bequemlichkeit von den Leuten, dass den Tram, dass den so sehr wie möglich auf Bämmer könnt. Weil die Erlenstraße, die ist breit genug für das zu machen, und das ist reellen Demand an ein bisschen auch hier an der Gegend für die Leute drüber zu kriegen. Das wär die Regel mat den feiertst Ker du to global nennt in dat, wenn se wat Leiit verkäfen, dann hunn se bis 31.12. Dann hunn se nimmen feiertz vun normale Steuersatz bezölt op Plyvalu wann se en Terra verkäft hun. Die glücklich die Terra verkäft hun sind da net viel, mit die verkäfen, die verkäfen se zu Mämer gut. Da kommen 2 Lotissement dabei. Der Denklotissement, dat as in der Verlängerung vun der Rue op Biersch, wisst wie das bei der Sportzahl riecht 4 hun, dat mischte von de Logement an do ass e Féierels, dat techt ungefähr 1,5 Hektar de e Promoteur Märe, weil du bisssen de Promoteur wär do dumm gängen, den hun alles opkäfen, ass du von de Logement kommt de Milchen, du denkst 4-Recht bekaufen mir dat fir de Preis auf. Das gut, weil das ein Zechen, dass die öffentliche Hand Griff op Bauland huet, man fir de Promoteur wär de net so gut gängen, kann nicht alles tun, wenn sie noch dadurch nicht mehr arm gehen. Das gibt also ein flottes Projekt, wo ich hoffe, dass so viele Jungleute von Mämer do eng Neubleif fanden. Ein zweites Projekt, den hat sich akzeleriert, ist so am letzten Dezember, das ist ob Frauenart oder Frauenerbund, da fragte mich, wo ist das? Aber das ist an der Verlängerung von der Rue Mambra, heute zu Mämer. Da hat der Promoteur, den hat die Wiesen abgekauft, die Hannendrulein, dat hicht fir dats der Trujolant, dats dat Lotissement also an der Verlängerung vum Ultimolismus und do hinne. An du huet die lächtechten 20. Dezember sinn guten betuchte Landbesitzer vu Strossen, den huet doch dünn an enger Nacht und Nebelaktion den noch verkäft, an dat sinn die Terrain, die ginn bis an Trüberendal. So dats eigentlich do e kohärent Lotissement sich kann uschleessen, a wo man auch mengen ich schon am PAG, das leidet alles am PAG. Ich meine, dass das doch relativ schnell kann erschloss gehen. Also, da kommt eine ganze Reihe von Kanner bei. Das ist auch gut für die Vereinswelt. An die Vereinswelt, die unterstützen wir auch da. Freut mich, was man durch ich will schon gesagt, dass wir die Schwämme da bauen. Aber bei den Schwämmen, da kommt ein Saal hin, wo den Ping-Pong, also den Tischtennis von Mämer, wo die eng festbleibe kreen. So dafür baut er denen dat, wir bauen dem Tischtennis dat net, wir bauen dat, dass den Tischtennis du eng feste bleibe huet, weil sie wären demals bereit, wie direkt an Teil an dem Königsbund zu kommen. Wir kreen dadurch viel Kapazitäten frei für all die anderen Vereine. Sie dat der Volleyball, sie dat der Basketball, sie dat auch der Karate, die da weiter plagen an dem Holzsportivnik Franz op der Kerb an am Königsbund tun, sodass man werden an die nächsten 3 Jahren mengg 4 voll funktionären Sportzahlen, die der Gemeng hier sind, an plus wir nach dann teilweise Zugriff hier op die an dem Lycée Josibert. Also ich meine, das ist schon nicht schlecht. Dann renovieren wir aber auch, das man lädt ehrlich gesagt mal zu suchen. Also, ja, doch,
Weil wir renovieren den Scout-Chalet zu Mama, ich gut für 2 Millionen Euro kostet. Das ist viel zu, weil das Scout-Chalet hat 2,5 Millionen Euro für 20 Jahre kostet. Bon, das Holz, das muss eben so geschehen, tut aber den Avantage. Wir werden erfeiert, muss ich sagen, über die Envergure von dem Projekt, das muss aber Sinn. Es geht aber so erweitert, dass auch da weiter Kapazitäten für Schlafgelegenheiten sind. Also muss ich sagen, die 2 Millionen will ich aber da mal relativisieren, für Wert, weil wenn wir ein Scout-Chalet haben, und wir hätten eine größere Notsituation, dann haben wir auch als Gemeinde für kurzfristig an einem Scout-Chalet so viel besser weiter. Ich meine, muss in das dann, ich will das nicht so verkaufen, ich muss in das aber an dem Sinn gesehen, weil Scout-Chalet wird die 56 und wir kommen auf 96. Das heißt, du hast aber 96 Kapazitäten mit den nötigen Duschräumen, das wann ich wissen, an einer Straße irgendeine größere Katastrophe geschehen, wo ich mich Leute relogieren, da kann ich da kurzfristig Leute bringen. An dem Sinn sind die Suen auch gut investiert. Zum Schluss danach bauen wir ein Parking souterrain, und zwar Parking Schummesten. Das geht runden Parking, die geht dann rauf, das ist wie zu Esch beim Stadthaus, innerhalb dem Stadthaus zu Esch. So, dafür wird man das, da kriegen wir 200 bis 300 Parkplätze drin, ohne dass sie einen größeren Platz bräuchte, wie an der Stadt Theaterplatz, so können da riesen Schleich sind. An der Teil ein Konzept, die schon länger zu Esch geparkt tun. Das ist auch viel mehr einfach dort zu parken. Das ist nicht das Geknischelt, da fand ich nur ein Ding, weil es parkt den einfach an dem Rundel und da könnt ihr auch gut ran. Das ist eigentlich das, was ich so. Da Leute viel von Infrastrukturen gezählt. Also wir sind halt mittlerweile sind wir nicht weit von 100 Millionen Euro weg, wenn ich das alles zusammenzählen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir Leben an der Gemeinde halten. Das Leben, das hatten wir eigentlich nur mit dem Chalet und auch mit der Eispiste, weil ich ging so, du werden über den Dezember, das waren nicht lauter Männerleute, es waren aber viel, auch von Männern an der Gegend. Und das wären sicherlich über 10.000 Leute, die dort auf der Eispiste gefahren sind, hauptsächlich Kinder. Das hat auch mit sich gebracht, dass die Eltern auch mit hingekommen sind. Das guckt man zu optimisieren, das nächste Jahr. Und das ist auch ein festes Rendezvous, so nicht lo, für die Eispiste mit dem Chalet, Remenke hinzusetzen. Über den Emplacement von dem Christmarkt, da schäden sich am Schäferrot Gester. Bon, mit das aber so, ob man los sollen zurückgehen bei der Gemeinde, ich finde das immer so himmlisch fand, oder ob man auf der Rahmen Platz bleiben, mit das gucken wir am Laufe des Jahres zusammen mit den Vereinen. Das sind die das dezidiert, wir exekutieren das. Und dann hätte ich gern, wenn wir giffen, das Jahr ein flotten Encadrement doch am Brill über den Sommer. Das wird letztes Jahr mit der Weltmeisterschaft, das war richtig flott. Das Jahr ist keine Weltmeisterschaft mehr, wir können aber gucken, dass es flott bleibt. Und dafür gucken wir ein flottes Animationsprogramm zu haben am Juni, Juli. Das machen wir, ich weiß nicht, ob wir da eine zusätzliche Infrastruktur, wir können Hüttengaudi am Brill, oder man darf nicht zu viel preisig zu sein, wir gucken hier in Deppes da, österreichisch zu sein. Wir gucken, dass ja, das ist gut, dass ich nie so ein Reden der Chambre habe, weil das tut das viel. Also, wir gucken, dass wir da eine Animation fanden, und wir haben, wenn wir das mit den Vereinen zusammen machen, die Gemeinde muss da auch investieren, also kriegt ihr nicht zu Nulltarif. Selbstverständlich haben wir Platz, weil das ja geschieht auch auf dem Parking vom Krokante, geschieht manchmal mit dem Bauen auf nicht, das ist die Planung, wo das ein HBM da baut. Dann haben wir das halt bei, und ich habe gestern mit dem Präsidenten der Radsportföderation geschwärt. Wir wären disponibel für 2019 Nationalmeisterschaften am Radsport zu Mämmer zu holen, mit dem Generalsekretär, der will das nicht. Ja, der will das nicht. Mit 2020 sind sie sicher zu Mämmer.
An 2022 sind Cyclocross-Nationalchampionater sind die auch zu Member bei dem Lycée Josie Bertel. Das war ein kleiner Überblick, war vielleicht ein bisschen länger, ein kleiner Überblick über das, was wir für die Märchen. Ich will erst die Damen und Herren vielmals merci so für das unentgeltliche Engagement, wer Dir an de Vereiner mat wder an den Kommissionen Mä zum Wuel vun de vielen Diweis an der Gemeng vun an Schwenng kleit vunnen duch Bank och van ze Heinzdomol ze reklamieren, wat jo rich as defir si mir och do. Wëlech so en vielmals Merci, dat se klenge Merci dit selbstverständlich och invitéiertrem op den Déjeuner oder Diner de Bienfaisance, de wir am Summer werden organiiséieren a vieles Ernstnechtes méi. Merci Ich alle gute fir kommen. Ich am Numm vum Chefen a Gemengerot och als besten Glückwünsch fir das Joer fir Familien, das alles datwerdrich wünscht, dass dat an 3 geht oder auch net an 3 geht, dass vun allem gesund am Monter bleibt, a fir dat ze merken hier mal als Glas an dekrit doch Appes ziessen. Merci, dass kommen Sie de Schene Nowen an feiert nach gut ze Summe mat Eis Flot Natur. Merci. Dëst wo eise Reportage vun Haut. Me gesinn als dann de 15. Februar ëm, so nech Merci fir no kucken, a bis geschwoen.